Angekommen in der zentralen Hauptstadt der Mechina geht's weiter hier bei Xenoblade Chronicles. Ja Leute, letzten Part haben wir es geschafft, wir sind endlich angekommen und zwar, ich glaube, das ganze Städtchen hier heißt Aknifra, was meint, wie ist es schon wieder? Aknifria, irgendwie sowas. Aknirafa. Aknirat oder Aknirata, wie spricht man das genau aus? Aknirafa. Naja, jedenfalls sieht eigentlich immer schön hier aus. Von der Maschinenstadt und sieht eigentlich auch ziemlich friedlich aus. Aber ja, wir kennen es ja, wa? Wir kennen so genügend, das muss nicht so bleiben, obwohl es momentan eigentlich wirklich friedlich aussieht. Das ist natürlich sehr super. Unser Ziel ist ja, glaube hier durchzugehen und dann da hoch. Genau, wir machen die anderen Dinge noch und alles. Ja, Planungsterminal, dann eine ganze Sidequest für uns, bla bla, aber das ist alles ein bisschen später. Da habe ich jetzt noch nicht so Bock drauf, vor allem so Sidequests in solchen, naja, Zahnräden anzunehmen. Nee. Erstmal ganz kurz das Teammitglied noch auswechseln, denn Ryan ist schon ein bisschen lange dabei. Ich würde gerne wieder mal Wiki dabei haben. Und statt Schala vielleicht wieder mal Melia. Yeah! So, Wiki auch schon Level 64, weil ich mache sowieso, aber egal. Jetzt hat es der geschafft, aber Ryan nicht und crazy. So, dürfen wir rein? Sieht fast so aus. Und dann Schalltafel, Leute, komm mit. Okay. Melia kommt nicht mit. Der hält den Pon aber schon. Juhu. Und bin ich jetzt so hoch? Nö. Hallo? Stopp. So hoch muss ich doch nicht. Hallo, ist irgendwo Ausschalter? Ah, hallo Melia. Ja. Ausschalter. Okay, Freunde, bin gespannt, was uns jetzt erwarten wird. It looks like the power's up and running. Fiora, what's the matter? Everyone, follow me. What is that? It looks like it's here. But it's just an image. No way. Whoa! You're right. These are memories of a time long forgotten. Fiora. Hey. They were left behind by the Machina before they abandoned this place, so that others may know their story. Her voice sounds like... In ancient times, when the Bionis and the Mechonis came into existence, I was born as well. Just as the Bionis had a soul, I came to exist in this world as the soul of the Mechonis. I created my children on Mechonis and acquired this body. They called themselves Machina, and Mechonis was transformed into a world brimming with life. The Machina gave rise to an advanced civilization and built this great city. This city? Can't believe it used to be so lively. They lived their lives in peace and harmony. The gentle Machina worshipped me. Life also flourished on Bionis. The Machina generously shared the fruits of their civilization with the peoples of the Bionis. They believed their two worlds would grow hand in hand. Then, a terrible fate descended on them from above.
that the Monado? But why? Why would the Bionis... Wielding the Sword of Light, the Bionis attempted to destroy the Machina. Are those Telethia? I tried to save the Machina, and confronted the Bionis. And so, I confronted Zanza. Zanza? The battle waged on and on. Even as our life forces depleted, Zanza and I continued to fight. However, it did at last come to an end. The giant. This is when Zanza was imprisoned. Taking advantage of my final blow to the Bionis, its beings took Zanza and sealed him firmly away. However, the battle with Zanza had greatly consumed my life force. I warned the surviving Machina that the Bionis had not yet been destroyed, and that one day he would be released. I'm the one who released him. I then entered a long and deep slumber, in preparation for Zanza's inevitable reawakening. It's all clear to me what you wanted to do. Stop the battle between the Bionis and the Mechonis. Fiora. I see now. It was her inside you. Yes. Lady Mayneth desired a body in which she could be free. And after you were captured by Egil's Mechon, it was I who transferred her soul into your body. But why did it have to be my body? Because you are close to Shulk, the heir to the Monado. It was all because of our world, because of Bionis, that this city was devastated. Now I understand why Egil would want to stop the Bionis from reawakening. I get it too. But how's killing any of us gonna solve his problem? Precisely. What happened to the Machina was a tragedy. But we cannot forgive the Mechon attack on Bionis. What worries me is the Monado that the Bionis used. It's no different from how the legends describe, but still. It must hold a deadly power. But you have used it wisely, Shulk. It has not overwhelmed you, as it did me. He's right. If you hadn't been using the Monado, we wouldn't have lasted 5 minutes.
But it was Zanza who bestowed this sword upon me. However, it is not Zanza who now wields the Monado. It is you, Shulk. That is also the reason why Mayneth chose Fiora as a vessel, so that the tragedy of he who wields the Monado would not be repeated. The tragedy of he who wields the Monado. Shulk, believe. Believe in the path you have chosen, and those who walk it with you. Mayneth once said this of the Monado. The Monado is not simply a unique weapon. It is the light within each and every person in this world. Light? What do you mean? It is the light of life. The will to survive no matter what. Perhaps Lady Mayneth was drawn to your light. Beyond there lies the Mayneth Shrine. Egil will be there. Is it still your intention to defeat Egil? That has not changed. We understand the history of Mechonis now. If he is willing to listen, we will try to reason with him. But if not... I understand. Then, if that is your decision, so be it. I will try to persuade Egil one last time. But I am prepared for his refusal. Vanea. I know Vanea said she'll try to persuade him, but she didn't sound confident. We have to go after her. But how do we get to the shrine from here? Up ahead is a transporter leading to the shrine. But it's inactive. We need to trigger the verification devices to activate it. We'll find one at the top of each of the 4 pillars. If we trigger them all, we can use the transporter. How Fiora know that? Mayneth's memories. She tells me these things. Do you know how to trigger them? Maybe my body itself is the key. Okay. Then let's get searching. Endlich, endlich, Freunde. Endlich haben wir nach über 120 Parts endlich mal die ganze Geschichte erfahren. Obwohl, wenn ich ganz ehrlich sein soll, also es klingt zwar, wie wir jetzt das Ganze erfahren hätten, aber ich habe das Gefühl, dass da immer noch große Lücken herrschen, wie zum Beispiel, warum ist Sansa, also sprich, Sansa ist die Seele von Bionis und Mayneth ist die Seele von Mechonis, soweit ist ja alles ganz klar, aber warum ich meine, anfangs waren sie beide friedlich zueinander, sie konnten zusammen leben, in Harmonie, alles picobello, und dann plötzlich dachte sich Sansa, müsse irgendwie Bionis übernehmen, das Monado, und dann uns angreifen. Wieso überhaupt? Das ist immer noch die große Frage. Tja, denke mal, bis wir wirklich alle Fragen beantwortet haben, wird es noch ein Weilchen dauern. So, wenn die Kontrollgeräte an den 4 Säulen, um den Transporter zu entsperren. Tja, machen wir das mal. Ja, es gibt mehrere Ziele, ist mir schon klar. Die Frage ist, wie komme ich jetzt am schnellsten dorthin und komme ich da ohne große Kämpfe hin, oder... Ja, wie auch immer. Immerhin ist es auch klar, wieso hier teilweise Telifia-Körper rumliegen. Das ist ja... Aber Alter, die müssen ja schon seit Jahrtausenden hier sein. Alter Schwede. So, das ist die Frage, wie komme ich jetzt am schnellsten hin? Muss irgendwie... 2 OG, war das in ein paar, okay. Dann mal 2 Stück, oder hat es noch mehr? Nö, sieht nicht so aus, den Rest sind 3 OG. Okay, und wie gesagt, die Frage noch, wie komme ich am schnellsten dorthin jetzt? Müsste ja eigentlich irgendwie schon möglich sein, Ja, so mal hier drüber. Wohngebiet 2. Oh. So wie dazu, ob es hier überhaupt Gegner gibt, wa? Oh Mann, ey. Anfangs dachte ich immer, das Monado wäre die super Waffe, ey. Ein Ultra plus alles mögliche, es wäre super heilige Klinge und so. Mein Grunde genommen ist es ja auch, aber mittlerweile habe ich, bin ich nicht mehr so happy darüber, dass ich die Klinge habe, ganz ehrlich gesagt. Das Monado, war bloß Sansa der Böse, der sie eingesetzt hat, oder ist das Monado selbst irgendwie böse? Aber ist das Schwert des Lichts irgendwie, hat der Mayneth gerade selbst zugegeben, also irgendwie ist es eben noch ein bisschen crazy.
Ich verstehe es noch überhaupt nicht, Leute. Wer ist hier böse? Ist also einfach nur ein Missverständnis. Wie sieht es genau aus? Was können wir da überhaupt noch tun, um da Egil und uns, also sprich Bionis und Mekonis, wieder friedlich zu stimmen? Weil das ist irgendwie, ich denke, trotzdem noch das Ziel davon, oder? So, ein paar neue Erfahrungspunkte, schön. Hier vielleicht ein bisschen Ruhe. Oh, kommen wir als nächsten Gegner. Ach, du Scheibenkleister. Naja, Prost Mahlzeit, war. Ist da hinten jemand? Da schwirrt jemand herum. Was ist das? Das ist ein Eifer, okay. Da will er direkt auf den Stolz losgehen, wa? Ja, gehen wir auf den Stolz los. Ach, was soll's. Zack. So, komm schon, es macht extra Damage. Bäm, Alter, die Hälfte abgezogen, geil. Oh, wir können sehen, Paladin mal vorbei, Freunde. Das gibt's ja nicht, ey. Mann, über die Hälfte nur gequatscht, aber war eine epische Szene, muss ich zugeben. Hat Spaß gemacht. Ich muss sagen, sowas liebe ich am Rollenspielen. Irgendwie wieder, ich meine, du hast ein ganzes Stück geschafft und so, levelmäßig und so, und dann denkst du dir, was kommt jetzt wohl? Und dann wirst du so überrascht. Irgendwie, oh, boah, ey, wieso denn das jetzt? Und ja, klar, deswegen das und das. Wenn du irgendwie wieder die Zusammenhänge und so verstehst, das ist das, was ich am Rollenspielen so liebe. Und beziehungsweise an einem guten Story-Modus. Dass du teilweise wirklich überrascht wirst und dann plötzlich der Wow-Effekt kommt und dann irgendwie alles am Schluss einen Sinn ergibt. Das ist das, wieso ich überhaupt solche Spiele Let's Play natürlich überhaupt zocke. Also nicht nur Let's Play, sondern auch generell zocke. So, wir hatten Level Up, wie man gerade sieht. Endlich mal, gut. Hätten wir das auch, kommt der Eifer noch ganz kurz im Zuge. Wir machen guten Schaden, kann man nur so sagen. Ja, das ist sehr gut. Mecha-Neuheit, okay, dankeschön. Wow, da brennt noch ein bisschen durch, alles klar. So Leute, dann würde ich mal sagen, im nächsten Part geht es hier weiter bei Xenoblade Chronicles. Wir werden hier noch ein paar Mechons plätten, auch schon wegen Level Up und so, ein bisschen Training noch. Und ich fürchte, es gibt nicht mehr so viele Erfahrungspunkte, aber immerhin. Und dann werden wir sicher schon bald mal auf Egil treffen, oder wie ich vermute, er ist noch auf das Jade-Gesicht. Ach, der grüne Neune, das wird dann auch super werden. Ich hoffe, bis dahin haben wir noch 1, 2 Level höher. Hilfe, wenn da der Gegner kommt, gehe ich erstmal ein bisschen zur Seite. So, dann müssen wir darüber. Alles klaro, kriegen wir schon hin. Aber erst dann beim nächsten Mal. Hier bei Xenoblade Chronicles. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.